Es ist Dienstag, der 28. April. Ich begrüße euch herzlich zu diesem neuen Tag mit dem Losungswort 1. Chronik 22, Vers 19. So richtet nun euer Herz und euren Sinn darauf, den Herrn, euren Gott, zu suchen. Und passend dazu kurz und bündig von Paulus, 1. Korinther 9, 24. Lauft so, dass ihr den Siegespreis erlangt. Heute geht es genau um das spezielle Sportereignis, um den speziellen Wettkampf, wo nachher Kränze, heute wären es auch eher Medaillen, verteilt werden. Ich habe mein Krisenjahr 75 knapp hinter mir gebracht, irgendwie überstanden, der tiefe Absturz in Depressionen, sie haben mich zwar noch begleitet, aber ich dachte, jetzt habe ich eine Chance für eine kleine Wiedergutmachung. Ich kann mir doch jetzt beweisen, dass ich gleich auch noch ein bisschen jemand bin. Und nicht einfach nur so ein armer Wurm, der sich in Depressionen windet. Die Sanitäts-RS hat sich für mich als gute Plattform dazu erwiesen. Umso mehr als dann zumal die Philosophie von der Sanitätstruppe grundlegend ist geändert worden. Wird nämlich Filme analysiert von den Amerikanern aus Vietnam und gesagt, für das Truppen ein gutes Vertrauen haben, braucht es einfach sehr gute Sanitätssoldaten, die sie schon vorne an der vordersten Linie einsammeln können, wenn es nötig ist. Also haben wir hat gesagt, dass sie auf eine Art Sanitätsgrenadier müssen weiterlaufen als übliche Truppen, zum Beispiel auf Füsilier während der RS, und es hat sogar eine Kampfbahn gegeben, wo man rennen mit dem Barren. Die Philosophie hat man später wieder abgeschafft, weil die Schweiz ist viel zu kleinräumig für so etwas. Aber eben für meine Wiedergutmachung war das ein ideales Biotop. Irgendwann in der zweiten RS-Hälfte hat sich das sportliche Grossereignis angekündigt, nämlich der Waffenlauf. Nicht mit einem Karabiner oder einem Sturmgewehr, sondern mit der Maschinenpistole, so wie das die Sanität hatte. In diesen Tessiner Gebirgswäldern hat es also 12 Kilometer zu rennen gegeben. Ich habe sofort gemerkt, das ist jetzt meine Herausforderung. Die Konkurrenz ist gross, 4 Kompanien sind dort beteiligt, etwa 500 Leute. Auch persönliche Konkurrenz hatte ich, ein paar gute Sportler, ebenfalls so mit Mittelschulabschluss. Und so habe ich angefangen zu trainieren, aber man kann natürlich in einer RS nicht wirklich trainieren, weil es ist ja gar nicht auch noch Zeit für Settings. Also habe ich mich entschlossen, wenn es irgendwo eine Masche gegeben mit Gepäck, und manchmal schon Vollgepäck, ich nehme einfach noch zusätzlich 2 Steine mit. Einmal ist ein Leutnant neben mir gestanden, als ich es gerade auspackt. Wir mussten irgendein Inspektionszeug zeigen. Er hat gesagt, warum ich das mache. Ich habe gesagt, ja, das ist eben für den Waffenlauf. Auf das hin hat er nachher gewettet mit anderen Offizieren, dass ich den wieder gewinnen werde. So war es schlussendlich auch. Ich habe den Waffenlauf gewonnen, ein Konkurrent ist disqualifiziert worden, weil er eine unerlaubte Abkürzung genommen hatte. Der hätte eigentlich dann noch das bessere Resultat gehabt. Ich weiss nur noch, wenn ich zurückdenke, und das ist mir noch ein bisschen in der gelitterten Erinnerung, ich habe wirklich mein allerletztes gegeben. Ich habe gefunden, das ist toll. Und wenn ich zurückschaue, muss ich sagen, es war sehr ungesund, das Ganze. Es war nicht gut für mich. Es hat ein schlechtes Motiv in mir zementiert, befeuert. Mein Leistungsdenken, das sowieso immer im Untergrund schon eine grosse Rolle gespielt hat, ist noch einmal wichtig geworden. Und hinter dem Leistungsdenken steht ja in der Regel die Angst. So sagt man bei den Wettkämpfen, viele Siegeskränze verdanken sich mehr der Angst vor dem Verlieren als der Hoffnung und der Freude auf einen Sieg. Und genau zu dieser Kategorie habe ich gehört. Vorgestern, der Zufall jetzt wollte, habe ich den Schluss von einer Dokumentation über Südgriechenland gesehen. Und das ist gerade wieder so eine Laufbahn, so eine Kampfbahn gezeigt worden, die von Delphi. Delphi hat ja nicht nur ein Orakel, das weltberühmt ist, sondern es hat auch ein Theater und auch ein Stadion. Ich habe mich sofort an meine einstige Reise dorthin
in den späten 70er Jahren erinnert, mit einem Kollegen. Dort haben wir auch gesagt, die 170 Meter, wenn man schon mal da ist, die müssen unbedingt gerannt werden. Und das haben wir dann auch gemacht. Dabei ist mir in den Sinn gekommen, dass die griechische und später römische Einrichtung von dieser Laufbahn eigentlich traurig war, wie die ganzen Olympischen Spiele. Häufig begeistert die Masse sehr viele Verlierer. Es hat eigentlich nur Verlierer gegeben, weil es hat nur einen Kranz gegeben. Es ist nicht wie heute, wo man muss sagen, ja, der Sport ist ein bisschen humaner geworden, ein bisschen gnädiger geworden. Es gibt immerhin noch ein zweites und ein drittes Podest. Und es gibt bis 10 auf noch olympische Diplome. Also man kommt auf jeden Fall in den Rängen noch gut weg und irgendwo steht ja auch noch der Name. Das war bei den Griechen nicht so. Es hat keinen Namen gegeben, ausser einem. Genau aus dieser sportlichen Situation heraus argumentiert der Paulus. Ein bisschen einen brutalen Hintergrund. Aber er ist ja selber nicht so, der Paulus. Sicher hat er als Kind in Tarsus so gesehen, wie die Wettläufe gehen. Und auch in Jerusalem hat man solche Wettkampfarenen eingerichtet, unter der römischen Leitung. Dort haben sich sogar Juden die Beschneidung rückgängig machen. Ich habe mal gelesen, wie das gegangen ist, schon nur für bei so Wettkämpfen teilzunehmen. So viele Kränze, sagt der Paulus, wie Menschen ins ewige Leben kommen, so viel werden verteilt. Warum ist das so? Warum gibt es so viele Siegeskränze? Das ist doch ganz unsportlich. Es gibt in Gottes Reich in keinem Zeitpunkt eine Konkurrenz. Darum ist ja der Himmel auch der Himmel, weil er eben gerade nicht olympisch ist. Bei den Griechen ist der Himmel olympisch, bei den Christen ist es nicht. Du laufst gar nie gegen jemanden. Wenn du gegen jemanden laufst, läuft etwas grundsätzlich falsch. Wenn du gegen etwas laufst, und das tust du allerdings, dann ist es gegen dich selber. Der Paulus sagt ja auch, das Fleisch begehrt auf gegen den Geist, der Geist gegen das Fleisch, die sind gegeneinander. Da spürt man irgendwie eine innere Spannung, eine innere Auseinandersetzung. Konkurrenz würde ich es nicht nennen, weil das Fleisch muss vor dem Geist eigentlich Vorfeld geben, sobald man geistlich anfängt zu leben. Wir rennen auch nicht gegen Zeit, das könnte ja auch noch so ein Punkt sein. Sondern Zeit ist ja auf unserer Seite, wenn wir in Gottes Willen sind. Warum ist geistliches Wachstum etwas Sportliches? Einerseits, weil wir ja auf ein Ziel zulaufen. Das heisst hier im Psalm 84, wir laufen und laufen, bis wir erkennen, der wahre Gott auf Zion. Wir laufen in seine Arme. Wir laufen in seine Geborgenheit. Wir laufen nach seinem Willen. Wir wollen immer mehr in das hineinkommen, in den Fluss vom Heiligen Geist. Es gibt auch den anderen Weg, wir laufen von Gott davon. Und einige haben es da zu einer beachtlichen Geschwindigkeit gebracht. Vielleicht, je mehr dass man verbockt und je mehr rote Linien dass man übertritt, desto schneller rennt man dann von Gott weg, weil ja dann auch noch das Gericht im Ecken ist. Das müsste ja nicht, aber es kommt dann auch so weit. Zum Zweiten ist es ja nicht nur ein Lauf in Gottes Arme, sondern wir laufen auf unsere Nächsten zu. Das heisst ja, größere Liebe hat niemand als der sein Leben für seine Freunde hergibt. Das ist so ein bisschen das Mass von dieser Betätigung, wo wir drinnen sind. Die Nähe zu denen, die uns ja auch brauchen und wir ja auch sind. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt. Ist sehr wichtig zu beachten. Und ihr kennt ja vielleicht das Bild, wenn einer irgendwie stolpert auf der Laufbahn, auf der Eschenbahn und nachher muss er am Rand stehen und für ihn ist das Rennen gelaufen. So ist es bei uns nicht. Wir fallen um und wir fallen manchmal um. Rechts und links laufen andere weiter, das stört uns nicht. Wir wissen, wir schauen auf zu Jesus Christus, wie es im Hebräerbrief heisst, und laufen einfach weiter, weil wir laufen unter Gnade. Wenn man es so sieht, ist Christsein eigentlich eine ganz gute Sportart. Es ist die beste Alternativsportart zu allem Olympischen. Und dazu kommt ja noch, dass es heisst, wirf deine Kämpfe, die du vielleicht noch im Rucksack hast, eben weg, dass es dir leichter geht, dein ganze Leistungsdenken, all das ungeistliche Wesen
wirst von dir und das gibt einen Ort, wo man das kann. Das ist eben bei Jesus Christus. Ich wünsche euch einen schönen Tag.